So, wir spielen jetzt... Oh, wir spielen gegen Nürnberg. Ja, die Nürnberger sind ja Meister im Unentschieden-Spielen. Also zumindest in der Realität. Pass auf, wir schauen mal rein in die Tabelle. Wir sind nämlich nach oben gerückt. Und zwar sind wir jetzt 8. Geil. Und Nürnberg ist 16. Und die haben da 10 Unentschieden gespielt schon. Aber immerhin 2-mal gewonnen. Und wenn wir gewinnen, dann hätten wir 29 Punkte und könnten mindestens auf den 5. Platz aufrücken. Natürlich müssen die anderen verlieren. Gut, schauen wir mal. Nürnberg spielt in Rot-Gelb, die spielen daheim. Ja, wir spielen in Weiß, oder? Das ist, glaube ich, jetzt dunkel. Machen wir in Weiß. So, wer ist fit? Oh, Van der Vaart ist nicht fit. Jansen, oh, da sind einige nicht fit. Was mache ich denn? Rechts außen. Wer ist später rechts außen? Ilicevic. Ja, hilft ja nicht. Dafür haben wir den einer. Alvaro ist wieder nicht fit. Dafür kommt auch seiner. Van der Vaart, Scheißdreck. Der ist ja nicht fit. Wer spielt im offensiven Mittelfeld? Ich hoffe von mir. Cavallo. Ja, der ist ja nicht so in Form. Campbell vielleicht. Ja, ich glaube, das hilft gar nicht. Wir müssen einfach das so machen. Geht einer. Und dann tue ich, ja, heftig, muss ich Alvaro einer da. Als Ersatz und Jansen. Wer kann den links außen spielen? Lahm nur bedingt. Den noch mal gehabt, gell? Ochs. Der geht da hin. Dafür haben wir noch, pass auf, wer ist noch fit? Nehmen wir Katscha mit. Rajkovic bleibt auch daheim. Dafür geht, Moment. Sobiek mit. Aber ich würde sagen, das wird für, ja weiß nicht, für die Nürnberger Klanger. Jawohl, der erste FC Nürnberg gegen den Hamburger Sportverein. Ja, wir wollen gewinnen, oder? Damit wir aufrücken. Aber die Nürnberger sind Meister im Unentschieden-Spielen. Und die haben ja jetzt am Wochenende haben die gegen Hannover gespielt. Und da haben sie 3-0 geführt. Und da habe ich gemeint, jetzt gewinnen sie doch den erst einmal. Und letztendlich ist dann 3-3 ausgegangen. Mag man gar nicht glauben, oder? Die haben das richtig drauf. Jetzt wenn da irgendwie einer Sportwetten macht und bei Nürnberg immer auf Unentschieden setzt, dann verdient er sich dumm und deppert. Aber im Grunde müssen sie die Nürnberger dafür gar nicht schauen. Die deutsche Nationalmannschaft hat ja 4-0 geführt und hat letztendlich 4-4 gespielt, also gegen Schweden. So, Pinola. Und Dickmeyer nimmt ihn am Ball ab. Dickmeyer. Ilicevic. Ja, der ist doch nicht so der Trippelstärkste. Westermann, was tun die davon?
Sissoko. Und es gibt Einwurf für uns. Ja, nimmer. Was macht er denn? Chamberlain. Chamberlain, jawohl. Sein zweiter Treffer schon. Und hier, man, das ist gar nicht so der Torjäger. Weil bei Abschluss hat er bloß, war nicht, Stärke 69. Und das ist ja ziemlich schlecht eigentlich. Und da sieht man es jetzt ganz gut. Ich habe nämlich einen kontrollierten Schuss gemacht. Wenn man nämlich jetzt auf den Controller die hintere Schultertasten drückt und den Schussknopf gleichzeitig, dann schießt er nämlich einen kontrollierten Schuss. Der ist doch nicht so stark, dafür platziert. Und er war auf jeden Fall wirksam, muss man sagen. So, Chamberlain, ja, kann ich mal bei mir abnehmen. Gebhardt. Und das war scheinbar unentschieden, nicht unentschieden. Abseits. War knapp, oder? Eigentlich. War ja ziemlich gleiche Höhe, oder? Mit dem Verteidiger. Dafür war doch letztes Mal irgendwie, war nicht der Abseitsskandal bei Schalke, ich weiß nicht, wenn die gespielt haben in der Champions League. Auf jeden Fall sind da 5 Schalke im Abseits gestanden. Und zwar ziemlich deutlich. Und der Schiedsrichter hat das nicht gepfiffen. Campbell startet. Ilicevic. Ja. War gar nicht so mal so schlecht. Mascherano. Der hat übrigens ein neues Gesicht gekriegt. Durch den Patch. Macht natürlich viel mehr her. Chamberlain. Gibt Einwurf für Hamburg. Sissoko. Ja, der war ungenau. Der allerdings auch. Aber war Rempler von Lasogga. Erwischt er den? Jawohl, Lasogga. Oh, das war die Latten. Aber dafür war die Abwehr beschissen. Pierre-Michel Lasogga zum 2-0. Und man muss sagen, bei Pro Evolution Soccer 2014 trifft man relativ oft das Alu. Ist mir eigentlich so aufgefallen. Diekmeyer. Ilicevic. Diekmeyer. Mascherano. Vor dem war noch nicht viel zum Singen. Und die Abwehr steht doch nicht sicher hinten. Esswein, oh, Esswein. Also einfach ruhig, kein Problem. Bloß keine Hektik, weil sonst sperren wir den Verkehrten noch. Sissoko. Der ist übrigens Franzose, Mann. Und wie gesagt, habe ich den von meinem Ex-Verein, von Newcastle United.
Hat aber einige Millionen gekostet. Aber wir haben ja 2 Spieler verkauft. Also Tolga Aslan und Kalhangulu. Weil die zwei das irgendwie nicht wirklich auf die Reihe gebracht haben. Und man sagt ja, wir spielen jetzt mittlerweile besser. Wir fahren fast den 2. Sieg in Folge ein. Führen gleich 3-0, wenn es weitergeht. War eine knappe Angelegenheit. Dickmeier. Ilicevic. Ja, nicht ganz. Ja, wir wei. Kiyotake auf S2 war nix. Das war nix. Und ich glaube, wir müssen sogar einen guten Außenverteidiger kaufen. Weil wir irgendwie keinen guten Ersatz haben. Mascherano. Immer noch. Ja, das war die erste Halbzeit. Wir führen verdient 2-0. Die Nürnberger ziemlich harmlos bisher. 0 Torchancen. Da schau her. Ich weiß nicht, ob das an den neuen Spielern liegt. Vielleicht sind die schon gar nicht so gut. Also Sissoko und Chamberlain. Wechseln mag ich nicht, oder? Lahm, der kann da rechts außen spielen. Ist aber auch nicht der Beste. Aber ich würde sagen, wir lassen das erstmal dabei. Schließlich Firma. Duru auf Chamberlain. Mascherano. Oh, der war gut. Der war gut. 3-0. Chamberlain zum Doppelpack. 3 Tore in 2 Spielen. Das kann man sich anschauen, gell? Ja, aber auf jeden Fall ein schöner Pass. Guter Abschluss, aber der Torwart hat auch gut gehalten. Nur beim Nachschuss war er ziemlich, ja, überfordert. Wenn der Chamberlain nur immer so spät, dann haben wir ja den nächsten Weltfußballer in unsere Reihen. Das ist wieder, seht ihr, wie er läuft. Es gibt Ecke, oder? Und wenn die gut kümmert hat. Nicht ganz. Ox auf Sissoko. So, Einwurf für Hamburg. Campbell. Von dem war noch nicht viel zum Singen. Name Campbell. Glanzparade. Was der reingegangen? Ich glaube, dass er gegen die Latten knallt dort, ha? Hat zumindest ausgeschaut. Pass auf, ungefähr, Moment. So, ha? Ja, nicht ganz, war wieder zu kurz. Ich muss den, glaube ich, mal länger reinhauen. Das gibt Einwurf oder Foul? Einwurf. Dickmeier. Unten rennt
Ilicevic. Ja, Missverständnis. Missverständnis in Abwehr. Und Chamberlain. Das war der Hattrick. Alter. Aber das haben sie sich selber, die Nürnberger selber zuzuschreiben. Missverständnis zwischen Schäfer und einem Innenverteidiger. Und wir können die Chance nutzen, gell? Und stauben einfach ab. Da waren wir einfach mal so rotzfrech. Aber ich glaube, in den Hinrunden ist es auch so losgegangen, dass wir die ersten Spiele alle gewonnen haben. Und nach der ersten Niederlage sind wir dann im Chaos versunken. Campbell. Ja, wer läuft? Keiner. Vollner. S2. Ja, die Nürnberger, die kämpfen nicht wirklich, gell? Kiyotake auf Pickard, Pinola und S2 startet. Heute war aus, oder? Nick? Ja, die Nürnberger kommen nicht zum Abschluss. Lassoga. Das ist mir nicht. Und ich glaube, wir sollten mal wechseln bei Gelegenheit. Und zwar, pass auf. Sissoko, der ist nicht so fit. Deswegen tun wir den außer. Und dafür kommt Jirasek, der ist in guter Form. Auf der rechten Seite kommt Lahm. Und sonst? Weiß ich nicht. Dann machen wir mal den Neue rein, ha? Der ist zwar nicht in Form, aber er kriegt zumindest Praxis. Bei einem Stand von 4-0 können wir uns das erlauben. Weil ich glaube nicht, dass die Nürnberger noch 4 Tore schießen. So gefährlich waren sie bis jetzt die ganze Zeit nicht. Ilicevic. Ja, der wollte auch mal. So, Jirasek schießt die Ecken. Gut. Bin einverstanden. Oh, der ist zweit, oder? Wobei? Campbell. Mascherano. Alvaro, da ist er denn, nein, Mann. Und es war schon wieder Chamberlain. Der ist unersättlich. Hasebe auf Gebhardt. Und der war praktisch wieder. Mascherano. Jirasek auf Ox. So, Omot startet Chamberlain gegen Chandler. Und Chandler gewinnt den Zweikampf.
Und es gibt 2 Minuten drauf. Kann vielleicht noch Tor sein. Alvaro, da ist er schon. Alvaro, da ist doch. Erstes Spiel und erstes Tor, der neue Mann. Das war doch sauber ausgespielt, pass auf. Das war der Pass von Campbell, oder? Ich glaub schon. Und Alvaro fackelt ihn lang. Ja, und somit steht 5-0. Das ist ein richtiges Klatschen, oder? Für die Nürnberger. So, jetzt beendet er das Drama und wir gewinnen. Verdient mit 5-0. Und Nürnberg hat die eine Torchance gehabt. Alter, da waren wir richtig gut. Ja, Chamberlain, Bestnote, oder?